Was geht ab, ihr Dragon Ball Fanatiker? Willkommen zurück hier bei Dragon Ball FighterZ! Die letzten Folge haben wir noch den Story-Modus abgeschlossen. Ja, was heißt hier abgeschlossen? 100% ist hier leider nicht ganz geworden. Das liegt daran, kann ich ganz kurz erzählen, um 100% jedem der 3 Story-Arcs zu erhalten, müsste man auch noch die ganzen Cutscenes machen. Cutscenes machen würde bedeuten, als Beispiel kann ich das irgendwo hier zeigen, ich versuche es mal hier ganz kurz. Wir hatten das schon mal, einige Mal logischerweise, schon ein paar Cutscenes. Die berühmt-berüchtigten waren die in der Schergen-Saga. Sprich, wo es darum ging, wenn zum Beispiel Freezer und Gotenks im gleichen Team sind, dass etwas passiert, halt in eine Cutscene ausgelöst wird. Oder wenn Ultimate Guren und Cell im gleichen Team sind, wird etwas ausgelöst. Genau, und um halt alle Cutscenes auslösen zu können, müsste man das halt je nach spezieller Situation halt ein Team zusammengestellt haben. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Gotenks, Goku, Vegeta wird zum Beispiel etwas auslösen, als Beispiel jetzt. Oder Buu und Gotenks, etc. etc. Manchmal ist es auch so, dass der Gegner ein spezifischer sein muss. Und nicht nur irgendwie so Klone, so etwas in der Art, wie die hier. Sondern sind halt eben auch reale Gegner. Also echte Gegner wie Kid Buu oder Freezer zum Beispiel. Es gibt aber auch speziell so 2 Dinge. Da muss man, glaube ich, zum einen gegen Cell, gegen echten Cell antreten, aber mit dem Super Saiyan Blue Vegeta. Oder gegen Buu mit Super Saiyan Blue Goku. Also gegen Kid Buu. Nicht Majin Buu, sondern gegen Kid Buu. So. Jetzt theoretisch kann das Ganze noch zeigen, werde ich aber nicht machen, und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, es ist jetzt nicht unbedingt noch ein neues Spiel, es ist schon ein bisschen älter. Also älter ist natürlich alles eine Frage des Blickwinkels. Aber es geht darum, bis ich das also zusammengeschnitten hätte, etc. etc. Ganz ehrlich, da gibt es Dutzende Videos bereits auf YouTube, die das zeigen, was es also für Cutscenes gibt, die man die auch alle auslösen kann, etc. etc. Deswegen muss ich das nicht auch noch machen. Der andere Hauptgrund ist aber auch derjenige, ich könnte gar nicht alles zeigen, weil ich bräuchte noch die Super Saiyan Blue Transformationen von Goku und Vegeta. Die kann man freischalten pro Story Arc, man muss aber dazu so ein Goku und Vegeta Level 40 haben. Gut, Goku ist nicht mehr weit entfernt, oder? Also Goku Super Saiyan Level 40, das würde dann Goku Super Saiyan Blue, vermutlich Level 1 oder so freischalten, keine Ahnung. Und bei Vegeta wäre es ja gleich so. Auch bei ihm Level 40 wird sein Pendant zum Super Saiyan Blue freischalten, aber bei Vegeta, ich muss ganz ehrlich zugeben, Leute, ich habe keinen Bock drauf, das noch zu trainieren und so. Mein Story Arc war schön und gut, das einmal zu machen, aber ich habe jetzt noch mal gegen die ganzen Klone anzutreten, nur um die Level freizuschalten. Nee. Ja, das halt soweit von meiner Seite zum Story Arc. Zumindest noch ganz kurz die Erklärung, was man da alles machen muss, damit es noch funktionieren würde und wie man halt bei allen 3 100% hätte. Aber eben, wenn ihr das wollt, dann einfach ein bisschen recherchieren. Da gibt's, ich habe es eben auch ganz kurz angeguckt, nach weniger als 15 Minuten da schon irgendwie 10 bis 15 Anleitungen gefunden, wie man was machen kann, und auf YouTube auch die ganzen Cutscenes zusammengeschnitten, etc. etc. Naja. Jetzt natürlich die Frage, was bleibt denn noch für uns zu tun in diesem Let's Play? Denn es gibt ja... Machen wir schon hier zurück. Denn, ja. Das, was ich jetzt eigentlich mache, ist ja so gesehen das Offline-Let's Play. Das heißt, Story ist logischerweise offline. Aber was denn noch? Da wäre, wie ich da mal ein bisschen gesehen habe, der Arcade-Modus, den ich gerne nochmal machen möchte. Plus im nicht lokaler Kampf, sondern nicht Arena-Kampf. Was sagt lokaler Kampf? Was macht doch der lokale Kampf? Weil man kann hier auch ein Turnier starten, genau. Und das kann man zwar online, nee, geht nur offline. Hä, online, was das hier in der Mitte war, mit dem Arena und so. Ja, genau, Arena-Kampf online. Genau, offline wird das bedeuten, ich würde beziehungsweise im Rest des Let's Plays gerne noch einen Turniermodus machen, plus Arcade-Modus. Und wenn das alles gemacht ist, dann ist das Let's Play soweit abgeschlossen und irgendwann in den nächsten Wochen startet dann das Online-Let's Play Dragon Ball Fighter Z. Und das wird dann sowieso ein bisschen epischer, weil da geht es auch darum, dass dann alle Charaktere ein bisschen präsentieren und somit mich nicht nur auf ein Team festlege, sondern eben halt verschiedene Versuche, und bis dahin sind ein paar andere Charaktere verfügbar.
Ich habe mittlerweile ja den Fighter Set Pass, ich glaube, der heißt sogar so, gekauft auf PS Store. Die sind bereits Bardock und Bully freigeschaltet hier drüben. Und es soll ja irgendwie bis zu 8 Charaktere insgesamt geben. Also 8 DLC-Charaktere. 2 haben wir. Die nächsten 2 würden wohl Fusion Zamasu sein, also der Future Trunks Saga, Dragon Ball Super, plus Vegeto Blue soll es sein. Es gibt eine ganz andere Theorie, von wegen irgendwie Goku Base und Vegeta Base mit Transformationen zu, keine Ahnung, vielleicht Super Saiyan God oder vielleicht bei ihm sogar Ultra Instinct Goku, keine Ahnung. Tapion soll noch geben, irgendwelche Filmcharaktere, Cooler sollen noch dazukommen, etc. etc. Es sollen ganz verschiedene Charaktere noch geben. Und ja, können natürlich auch schon mal alle sehr gespannt sein. Ich denke, Massen ähnlich. Oh, jetzt muss ich schon wieder hierhin zurück. Hey, Alter, was haben sie hier gemacht, liebe Entwickler? Schon die Lobby auswählen muss. Ja. Ich denke, ich werde es ähnlich machen wie damals bei Wedging Blaze 2 online. Dass ich halt pro Part halt wirklich irgendwie so spezielle Charaktere mir zusammenstelle und mir sage, komm, auf die will ich mich jetzt fokussieren in diesem Zusammenhang, die will ich ein bisschen trainieren, gegen andere catchen, etc. etc. Und ja, wird hoffentlich cool. Aber das werde ich jetzt nicht beim Offline-Let's Play machen, denn ganz ehrlich, ich habe nochmal ein bisschen nachgeguckt, ein bisschen trainiert und so, Übungen gemacht bei Fighter Set und es ist übel, was man da also mit Kombos und so machen kann. Es gibt ja auch beim Übung, ganz kurz mal zeigen, obwohl wenn das rausgeschmissen war, ist doch doof. Genau, es gibt ja auch Kombo rausrunden beginnen. Kann mit jedem Charakter kann man irgendwie Kombos machen. Und ganz ehrlich, das ja, hier bin ich nicht ganz weitergekommen, weil irgendwie eine Kombo nicht funktioniert oder so. Ganz seltsam. Du kannst so die krassen Kombos machen, die richtige Taskkombination hast und so. Total Wahnsinn. Aber ich glaube, das ist eher etwas für online, weil da muss man echt viel üben. Bis man halt ein bisschen Intus hat, logischerweise. Und nicht mit diesem Let's Play, weil ich will das nicht mal abschließen. Aber Arcade und so und Arena kann man, also Turnier kann man trotzdem noch machen. So. Für uns, beziehungsweise für mich heißt es, haben wir natürlich wieder mal auf meine 3 Main spezialisiert, mit denen ich eigentlich am besten zurechtkomme oder auch die Moves ein bisschen am besten kenne und so. Mit denen natürlich antreten möchte. Zum einen ist der Son Gohan. Ultimate Gohan. Und hätten wir Super Saiyan Blue abgekürzt. Super Saiyan Blue da. So, wenn man andere Farben, da hätten wir bei Gohan, was ja ganz passend ist. Wir können natürlich eigentlich Partner-Look machen, Turnier-Look. Oh, weiß, ja, ganz cool. Ja, da haben nicht alle die gleichen Farben. Leider. Sieht das wie Bardock, wa? Ja, komm, machen wir so. Team Violet. Irgendwie. Okay, Arcade-Modus, Schlangenpfad-Level, Restaurant, keine Ahnung, was habe ich letztes Mal gemacht? Ich habe nur ein bisschen getestet, oder? Also die neu. Dann machen wir Schlangenpfad-Level, komm. Die 3 großen Super Saiyajin ETF. So groß sind die doch gar nicht. Oh yeah. Ja, Freunde, Arcade. Das kann, keine Ahnung, ob das länger dauern wird oder so, von der Partanzahl her. Wie bereits erwähnt, ich will es ein bisschen. Also das jetzt schon erwähnen, weil jetzt geht es gleich zum Fighten. Da muss ich mich besser darauf konzentrieren. Ja. Das will ich hoffen.
Irgendwie macht der Gegner gerade relativ wenig, weil da kann man ein bisschen meine Skills auspacken, aber irgendwie... Oh. Ne, nicht normal. Und tschüss. Guck mal, Big Bang Attack. Ja, sagen wollte, generell werden die Parts jetzt wieder ein bisschen länger sein. Vermutlich, je nachdem wie lange es dauern wird oder auch kürzer. Ziel ist eigentlich, die Parts wieder kürzer zu machen, so maximal 20 Minuten. Weil es momentan noch ein bisschen wie ich gemerkt habe, auch ein bisschen der aktuelle Stil auf YouTube ist, sag ich jetzt mal. Und habe ich eigentlich generell nichts dagegen, also heißt der aktuelle Stil, ja. Geht eigentlich mehr darum, dass man halt nicht immer so viel Zeit hat, so lange Parts zu gucken, verstehe ich natürlich auch. Der war relativ easy fight. Ja, das zum einen. Das stimmt, Rang S, okay. Alle wirklich irgendwie so, nein, das ist eigentlich eher Team Blue, war irgendwie so lauter Blautöne. Weiß und bläulich. Ich meine, das Weiß haben wir auch ein bisschen in den Haaren drin und so. Gut, Gohan steht raus in seinen schwarzen Haaren, aber ist egal. Ja, der aktuelle Trend bei YouTube wieder kürzere Parts, wegen mehr Zeit und so, beziehungsweise man hat weniger Zeit zum da große Zocken. Drinnen der Match-Teilnehmer 1, okay. Verstehe ich natürlich auch. Und es soll bei mir auch künftig eher der Trend, oder beziehungsweise der Standard werden, so 20, maximal 25 Minuten, aber nicht die Regel. Also wirklich, dass ich sage 20 Minuten, da ist okay, Part Ende. Bei künftigen Let's Plays und aktuell natürlich ein bisschen schwieriger, vor allem so, ja, wie die jetzt hier, was wenn die Story ist oder bis zum Schluss zugeht. Ja, dann komm mal. Was zum? Nö. Okay, aber geht das Moves. So. Macht man das. Vegeta-san. Wechsel. Und. Nein, ich wollte gerade. Oh. Den Move kenn ich schon, Krillin. Kennst du den schon? Nein. Ah, jetzt wollte ich gerade wieder. Nein. Der klappt so selten. Luftstrahlen plus dann, ja, Schilddurchbrecher. Tschüss. Der klappt so selten, der Move. Der schmeckt dir weniger, war C18? Verstehe ich aber. Ah, die Bang Attack bei ihm braucht ein bisschen länger. Wie geht er weg da? Uah. So, die Kombi klappt meistens auch ganz gut. Und da, was zum? Was soll der Scheiß? Alter. Alter, voll brutal. Du wirst nie wieder aufstehen, Mann. Ja, hat was. Hat was. Ein Marcin, ein Gott und ein Wolf? Ja, dann wäre Zelda Wolf, aber warum? WTF? Goku schwarz. Oh,
vielen Dank, Eindeutschen. 俺という存在のすべてはただひたすらにここ Bis auf 10, Osama. Der war fies, mich festzuhalten. Kann mal ein bisschen gucken. Ich kenne ja Black gar nicht von den Movesets her. Aber er nennt dafür gerade meine kennen. Nein! Ah, hätte funktionieren können. So, tschüss. Und da kommt schon Kid Buu. Was zum... Ja, ich kenne Buu, ja. Und das war's für Kid Buu. Dann soll mal kommen, der Wolf. Tschüss. Aua. Oh oh. Jetzt wird's wehtun. Alter, ist klar. Sag mal. Jetzt reicht's. Super, alte Kuchen. Ups. Tschüss. Das war ein One-Hit. Tschüss. Nein. Das scheiß Barriere. Da machen wir ein bisschen schneller. Jo. Das ist Goku Black, coole Movesets. Ja, keine Ahnung, ist halt Vegeta. Oh Mann, oh Mann. War mal ein cooler Kampf. Glückwunsch, Arcade-Modus, Level 1, Level 2, Level 3, yeah. Das war eigentlich schwer. Nee. Ist doch alles cool und so, aber ich da sicher nicht an die schwere Variante. Ich kann sie nicht reden. Oh, jetzt kommt hier schon schwer, aber. Was sind auch nur 3 Level? Level 5, Level 7. Wir gucken mal, was da alles gibt, wa? So. Super Schwerkraft-Raumschiff-Level. WTF, hat denn das für einen Namen? Wenn ich verliere, geht's halt irgendwo anders durch, wa? Trotzdem angesichts der Verzweiflung. Was ist das für ein Teamname? Das ist total crazy. Was soll das denn? Das ist einfach nur zu lazy. Egal. Gohan-san, Super Saiyajin じゃないのになんてパワーだ。Tja, das nennt man halt Mystic Gohan. Nein, na, das war ein cooler Move, aber zum falschen Zeitpunkt. So.
Dann aufhören, Schwanks. Den Move sie zu blocken, was soll denn das? Alles gut, kommt von hinten. Oder von hinten. So. Von hinten. Na? Okay, komm ich halt. Tschüss. Alle Moves ausprobieren hier ist ein bisschen schwieriger als erwartet. So. Nein! Wieso bist du gesprungen, Vegeta? Ich weiß, man mache selten noch das mit dem Ki-Laden, aber man hat leider meist nicht so viel Zeit dafür. Ich hatte schon fast vermutet, dass er auf mich zuspringen würde. Ja, als Saiyajin ist nicht ein... Hä? Wann hat er gegen eine Kraft gekämpft, die größte als Gott? Also meint er jetzt seine Teamkommander oder sich selbst? Keine Ahnung. Ja, was sagen wollte, es ist natürlich nicht einfach für einen Saiyajin sowohl hauptberuflich eben Krieger zu sein, als auch natürlich halt Gelehrter, hä, da ist klar. Oh, Super Saiyajin Ausverkauf. Ja, das hat was. Vor allem viele Generationen unter sich vereint. Von der Zeit würde ich sogar sagen, es ist... Oh, warte mal ganz kurz und dann gucken, wie hier die Goons aufeinander reagieren. Das könnte lustig werden. Schade. Die Goons reagieren gar nicht aufeinander. Aber ist egal. Freunde, sagt mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück hier bei Dragon Ball Z Arcade Modus. Mal gucken, wie weiter kommen. Und, jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.